Anita! Anita, wo sind die meine Dings, weißt du, für die Ärmel? Herrschaft, die Dingsknöpfe. Was denn für Dingsknöpfe? Da, für das Hemd, ich finde die nicht. Was? Du wirst dich doch jetzt nicht mit dem weißen Hemd und der Krawatten ins Flugzeug setzen wollen. Wo? Ich zieh ja noch meine Jacken drüber. Ha? Aber geh doch mit die Anzugsjacken. Also glaubst du das nicht? Jetzt hab ich so schön zusammengelegt und in den Koffer gepackt. Ja, und ich hab's wieder rausgeholt. Irgendwas muss ich ja anziehen. Wo willst du denn jetzt hin? In die Oper oder nach Teneriffa? Ja, nach Teneriffa. Das haben wir gebucht, also fliegen wir auch. Gut, dann ziehst du jetzt um. Ja, Pulli, Jeans, das reicht. Und den engen Sitz ruinierst du doch bloß die gute Jacken. Ja, im Koffer verknittert's auch. Ein Geschmarren. Ich hab's ja so in den Koffer gepackt, dass sie nicht zerknittert. So, und jetzt legst das du wieder genauso zurück, wie du das rausgezogen hast, gell? Also gut. Du, bindst mir dann wenigstens meine Krawatten? Oh mein, du brauchst doch keine Krawatten. Wir fliegen mit einer Chartermaschine nach Teneriffa. Was, Chartermaschine? Ja. Ist das auch sicher? Mein du, gell, ich sag das ja bloß auf, sonst fliegen wir überhaupt nicht. Herrschaft, das ist das erste Mal, dass wir in Urlaub fliegen, da werden wir doch fragen dürfen. Ja. Und außerdem war es schon immer mein sehnlichster Wunsch, dass ich meinen Geburtstag einmal nicht in Deutschland feiere, sondern auf Teneriffa. Ja, also, bis jetzt haben wir alle runden Geburtstage mit der Familie gefeiert und das war immer schön. Nein, stressig war's, hast du immer gesagt. Ja. Siehst du das? Also, außerdem hat unsere Tochter schon gesagt, dass sie heuer keine Zeit hat. Ja. Meine Mutter ist irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und deine Mutter hat auch nichts von sich hören lassen. Und deine Schwester und ihr Mutter sind sowieso mit sich selbst beschäftigt. Warum soll man denn da meinen Geburtstag nicht einmal allein feiern? Ha? Bloß mir zwei. Ja. Und außerdem wollte ich doch meinem Schatz einmal eine Freude machen. Ah ja, das hast du ja auch, gell? So, und jetzt mach weiter. Also gut, was soll ich anziehen? Ja, mei, ein sportliches Hemd, Pulli, Jeans, fertig. Ja, was ist denn da los? Ja, ihr seid ja immer noch da. Wo ist jetzt du schon da? Ich mach, was er mir auftragen hat. Ich gieß euren Vogel und fütter eure Blumen. Wir haben doch keinen Vogel. Bist du dir da ganz sicher? Wer seinen 50. Geburtstag bei Sonne und Sand statt mit Verwandten und Freunden daheim feiern will, muss einen Vogel haben? Wenn einer einen Vogel hat, dann bist du das. Ich kann keinen Vogel haben, weil ich immer daheim feiere. Pass mal auf, das ist mein Geburtstag und den feiere ich so, wie es mir gefällt. Der Arno will das Fest sich sparen und fliegt darum auf die Kanaren. Und du hörst jetzt auf zum Dichten. Und wirst sofort in deine Wohnung flüchten. Zum Gießen gibt's erst nächste Woche was. Und deinen Vogel? Hau ab! Arno, soll ich dir die Krawatten binden? Kannst du das überhaupt? Nein, aber irgendwann muss ich es einmal lernen. Aber nicht bei mir! Mein glaubst du, jetzt geh doch einmal endlich und zieh die um. Sonst verpasst man wirklich nur einen Flieger. Ach, Hans, jetzt komm. Zur Stelle. Bin schon weg und du bist auch weg. Aber ich werde gebraucht. Nein, du gehst jetzt am besten. Es reicht, wenn du in 3 Tagen wiederkommst und gehst. Wer ist denn das jetzt noch? Am Klingeln nach kannst du nur ein Schwiegermutter sein. Geh. Woher willst du das wissen? Alle Schwieger mit der Klingel so. Hoppala. Wurzel? Ja, Michaela. Ja, du, da hast du jetzt aber Glück gehabt. Ha? Du hast was? Ein Freund? Ah. Und diesmal ist der Richtige.
Oh mei, das freut mich aber, mein Schatz. Ja. Ha? Was? Ja, aber du, wir sind ja eigentlich schon gar nicht mehr da. Ja, also ich weiß jetzt nicht, na. Ja, schon. Na, wie kommst du denn da drauf? Das geht schon. Ja, ich freue mich, gell? Ja, ich freue mich riesig. Ja, der Papa, der freut sich auch, ja. Ja. Vor allem der Papa, gell? Ja, gut. Aufgelegt. Typisch unsere Tochter. Findet die Geburtstagsfeier jetzt doch statt? Geburtstagsfeiern finden immer statt, bloß nicht immer daheim. Kommt die Michaela jetzt doch? Ja, die Michaela, die kommt jetzt doch. Und du gehst jetzt am besten. Ungern, ganz ungern. Hans, geh hinüber in deine Wohnung. Jetzt, wo die Geburtstagsfeier doch stattfindet. Und was soll ich mit dem Vogelfutter? Und der Gießkanne? Gierst deine Blumen und das Vogelfutter kannst selber essen. Also gut. Aber ich Ja, werde gebraucht. Wenn wir die brauchen, sagen wir dir Bescheid, Ja. gell? Jetzt geh. Oh. Arno! Michaela kommt jetzt doch. Und sie bringt ihren neuen Freund mit. Und sie möchte mit ihm bei uns deinen Geburtstag feiern. So wie sonst da. Was das? Michaela kommt. Schon bin ich da. Raus! Mein Gott, Arno. Wer hat dir denn das angetan? Was? Den Pullover. Die haben wir gekauft. In einem Anflug geistiger Umnachtung. Und auf diese geistige Umnachtung wird sich gleich bei dir bemerkbar machen, wenn du nicht gleich schaust, dass du rauskommst. Gut, ich weiche der drohenden Gewalt. Wenn ich wirklich gewalttätig wird, dann rufst mich, gell? Was war jetzt das mit der Michaela? Du, sie kommt jetzt doch. Ja, sie möchte mit uns deinen Geburtstag feiern. So wie sonst da. Ja, sie hat gesagt, unsere Geburtstagsfeiern mit der ganzen Familie, die waren immer so schön und harmonisch. Und das möchte sie ihren neuen Freund sagen. Ja, aber das geht nicht, wir sind nicht da. Ja, natürlich sind wir da. Sie möchte uns ihren neuen Freund vorstellen. Nein, wir sind nicht da. Schau, in genau 3 Stunden und 40 Minuten geht unser Flieger. Oh mein Gott, der muss halt dann ohne uns fliegen. Was? Stell dir mal vor. Sie hat gesagt, sie hat endlich den richtigen gefunden. Und der möchte mit ihr und uns deinen Geburtstag feiern. Ja, hoffentlich ist wirklich einmal der Richtige. Wirst du uns wenigstens nicht mehr öfter mit anhören, dass es keine gescheiten Männer mehr gibt. Na, also diesmal ist sie sich ganz sicher. Ja, das mag ja sein, aber entschuldige bitte, wir haben Teneriffa gebucht. Also sag einmal, was ist jetzt wichtiger? Teneriffa oder unsere Tochter? Ja, unsere Tochter natürlich. Ja, na also. Ja, aber sag einmal, du kannst ihr doch nicht einfach zusagen, ohne dass du mich fragst. Das ist alles schon Zeug. Ja, also, wir buchen um. Du bist krank geworden. Na, ich bin nicht krank. Natürlich bist du krank. Wer so ein Polunder anhat, ist krank. Dieser Polunder, meine Liebe, war ein Geschenk von deiner Mutter. Ja, das weiß ich auch. Darum habe ich ihn ja schon zweimal in die Kleidersammlung gegeben. Aber du hast ihn immer wieder rausgezogen. Wieso eigentlich? Weil es ein schönes Erinnerungsstück ist. Also erinnert mich daran, dass deine Mutter mich nicht leiden kann. Geschmarren, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, freilich stimmt, sowas schenkt man doch wirklich bloß jemanden, den man nicht ausstehen kann. Also weißt du, ich will mich jetzt mit dir nicht streiten, gell? Da haben wir jetzt keine Zeit dazu. So, du rufst jetzt im Reisebüro an und buchst um. Und wir fliegen später. Und das geht so einfach. Ja, freilich. Ich hab doch extra gefragt bei der Buchung. Mein Gott, wir müssen heute ein bisschen eine Umbuchungsgebühr zahlen. Aha. Nix, aha. Also die 200 oder 300 Euro wird uns unsere Tochter wohl wert sein. Und jetzt ruf an. Wieso soll ich da anrufen? Wieso rufst nicht du an? Du hast schließlich auch gebucht. Ich hab keine Zeit, ich muss Vorbereitungen treffen. Ja, und du musst halt dann noch zum Einkaufen gehen, gell? Nein,
Ich gehe auf gar keinen Fall zum Einkaufen. Da stehen um die Uhrzeit immer riesige Schlangen an der Kasse und ich hasse Schlange stehen. Und außerdem stelle ich garantiert wieder an der falschen Kasse an. Das meine ich. Wenn du mit dem Polunder an die Kasse kommst, lass dir jeder vor. Ja, die werden sich alle denken, wer so einen Polunder hat, ist gestraft genug. Ja, siehst du das, jetzt sagst du das selber. Deine Mutter, die wollte mich mit diesem Polunder bestrafen. Ein Geschmarrn. Mein Gott, sie hat halt ein bisschen einen schlechten Geschmack, was Kleidung betrifft. Das ist alles. Herrschaft Anita, warum hast du vorher nicht ein bisschen mehr beeilen können? Dann waren wir jetzt halt längst weg gewesen. Ja, freilich. Und Michaela? Die war total enttäuscht gewesen. Da hätte man nachgefeiert. Ach, okay, das ist doch nicht das Gleiche. Jetzt komm, jammert nicht lang rum, schnapp da Einkaufstaschen. Ich schreibe da inzwischen einen Einkaufszettel. Mei, und bitteschön, kauf nicht wieder mehr, als wie auf dem Zettel steht. Das werde ich schon müssen. Du schreibst immer viel zu wenig Getränke auf. Wir sind doch bloß zu viert. Michaela, ihr neuer Freund und mir zwei. Ja, und du glaubst im Ernst, dass wir da herin meinen Geburtstag feiern können, ohne dass der Hans auf der Matte steht? Also gut, heute dann zu fünft. Aber dafür langt's dann auch noch. Ist jetzt das mein Geburtstag oder deiner? Ja, wenn ich schon nicht auf Teneriffa feiern darf, dann möchte ich wenigstens genügend geistige Getränke im Haus haben. Mach doch, was du willst. Das wird aber jetzt nicht schon die Michaela sein. Na, das kann ja gar nicht sein. Die kommt ja erst gegen Abend. Ja, der Hans vielleicht. Der Hans? Ja. Nein, dem wäre jetzt was verzeiht. Mama! Oje. Wo kommst du denn jetzt du her? Die Überraschung ist mir doch gelungen. Ja, das kannst du laut sagen. Anita, meine liebe Schwiegertochter, ist es nicht schön, dass wir uns endlich einmal wiedersehen? Ganz schön. Das habe ich gewusst. Darum habe ich mir gedacht, ich muss doch endlich einmal mein Versprechen einlösen und euch besuchen. Ja, also, ich kann mich gar nicht erinnern, dass du das versprochen hast. Mama, was willst denn du mit dem jungen Kerl da draußen bei deinen Koffer? Hm? Der ist doch wirklich zu jung für dich. So, meinst? Der ist höchstens 30 Jahre alt. Was machst du denn mit dem? Bezahlen. Der macht's für Geld. Mama, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du bezahlst ihn, dass er... Ja, das haben die so an sich, die wollen bezahlt werden. Die Taxifahrer. Taxifahrer. Das ist der Taxifahrer. Ja, freilich. Was mein Kleiner schon wieder denkt. Ja, meine Mama, den zahle ich dann wirklich gern. Naja, also, so ganz Unrecht hat der Arno jetzt aber nicht. Du hast uns schon mit vielen Eskapaden überrascht. Solang's nur Eskapaden sind, die tun ja nicht weh. Aber jetzt freue ich mich so richtig, mit euch ein paar Tage zu verbringen. Was, ein paar Tage? Na, bloß übers Wochenende, dann muss ich ja schon wieder weiter. Wir treffen uns wieder in Bad Gastein. Immer mit den gleichen Leuten. Du glaubst gar nicht, wie schön's da ist. Ihr solltet jetzt auch einmal verreisen. Am besten im Süden, wo viel Sonne ist. Ja, mein Kleiner braucht viel Sonne. Mama, wie lange willst du da bleiben? Ein Jahr? Geh, was redst denn da? Nächste Woche muss ich doch schon wieder in Bad Gastein sein. Ja, da trifft sie sich immer mit den gleichen Leuten. Ja, aber sag mal, wenn du bloß ein paar Tage da bleiben willst, du, was brauchst du denn so ein Haufen Gepäck? Mei, Bub, ich komm doch nicht von daheim, ich komm doch von unterwegs. Ja, kein Wunder, dass man dich nie am Telefon erwischt. Ja, da dafür habe ich ja jetzt ein Handy. Was? Hab ich gar nicht gewusst. Na, dann gib mir gleich mal die Nummer. Ja, was hast du die nicht? Woher soll ich die Nummer haben, wenn ich nicht einmal weiß, dass du ein Handy hast? Ja, dann weißt du das gar nicht. Da ruft immer einer an und wenn ich dann auf ein paar Knöpfe umeinander drück,
ist keiner dran. Du weißt nicht einmal, wie man das bedient, richtig? Naja, was soll's. Irgendwann komme ich schon noch dahinter. So, warum hast du denn das überhaupt gekauft? Weil alle eins haben. Aber bitte lass uns doch jetzt nicht über sowas Banales wie übers Handy reden. Schließlich hast du heute deinen 50. Geburtstag. Sag einmal, hast du deswegen so einen kreislichen Polunder an? Wen willst du denn damit erschrecken? Niemand. Das ist ein Geschenk von meiner Schwiegermutter. Ja, warum schenken die dir so ein kreisliches Ding? Aus Bosheit? Meine Mutter macht keine Geschenke aus Bosheit. Aha. Ja, mein Gott, sie hat halt in solche Sachen ein bisschen einen anderen Geschmack, nicht? Dann sollst nicht solche Geschenke machen. Ist jetzt wieder alles in Ordnung? Ja, Bub, alles ist in Ordnung. Komm her. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Mei, danke, Mama. Johanno, da ist gerade ein Taxifahrer. Oh Gott. Haben Sie einen Veto? Denkt da nichts, Mama, das ist nur unser Nachbar. Der fällt immer hin, wenn er ohne zu klingeln reinkommt. So muss sein, wenn man in den Himmel kommt. Man wird vom schönsten Engel, den es da gibt, empfangen. Das ist kein Engel, das ist meine Mutter. Jetzt red keinen Schmarrn. Hilf dem netten Herrn lieber hoch. Nein, geht schon. Als Freund der Nachbar weiß ich, dass er mich gerne ein bisschen am Arm nimmt. Aber das nehme ich ihm nicht übel. Ich sehe ja selber, dass Sie nicht seine Mama sehr kennen. Ja, und woran sieht man das? Sie sind einfach zu jung. Was? Sie könnten höchstens seine Schwester sein. Ja, genau. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Sie sind seine Schwester. Vielen Dank, der Herr. Sie haben den richtigen Blick. Siehst du das? Andere Leute sind es gleich, bloß du nicht. Ja, ja, Mama, du schaust viel, viel jünger aus. Eher wie meine Schwester. Ja, wie meine jüngere Schwester vielleicht sogar. Bist jetzt zufrieden? Entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Glück, Hans Glück. Weder verwandt noch verschwägert mit der Märchenfigur. Aber ich habe durchaus Ihre positiven Eigenschaften. So, und die wären? Ich bin ein Glückspilz. Selbst wenn ich Pech habe, habe ich nur Glück. Ja, das hört sich ja ganz interessant an. Johanna, willst du jetzt nicht erst einmal ein bisschen frisch machen? Ja, du bist doch bestimmt schon eine Weile unterwegs. Ja, ja, gleich. Ja. Jetzt erzählen Sie mal. Und was sind das für Glücksfälle? Sie, das interessiert mich von jetzt. Moment. Vor ungefähr einem Jahr hat mich meine Frau wegen einem anderen verlassen. Ich habe mir eine neue Wohnung suchen müssen, finde nebendran und lerne zwei sympathische Menschen kennen. Glück im Pech. Ja, ein wahrer Glücksfall für uns alle. Aber Mama, sollten wir jetzt Vor nicht... einem halben Jahr stirbt meine Tante und hinterlässt mir 150.000 Euro. Aber die Scheidung von meiner Frau war gerade durch und sie hat keinen Cent bekommen. Glück im Pech. Ja, das ist ja sagenhaft. Und ich komme da rein, voll unglücklich über einen Koffer und lieg vor der schönsten Frau, die mir je in meinem ganzen Leben begegnet ist. Großes Glück im Pech. Ja, das ist das schönste Kompliment, was ich in meinem ganzen Leben gekriegt habe. Ja. Wunderbar. So kennen wir den auch noch nicht. Ja, Mama, wir können uns ja hernach noch ganz viele tolle Geschichten erzählen, aber jetzt sollten wir... Du hast ja recht. Jetzt bring doch bitte schon mal mein Gepäck aufs Zimmer. Wenn ich das übernehmen darf? Oh, herrje, die sind aber... Ich fange schon mal mit der Tasche an, ja? Und du bringst dann die Koffer von der wundervollen Dame. Mama, im Grunde genommen ist das ein netter Kerl, aber manchmal ist er ein bisschen nervig. Am gescheitesten ist, du ignorierst ihn einfach. Ja, was redest du da? Das ist das Schönste, was mir seit langem passiert ist. Ja, dann freut es uns ja ganz besonders, dass dir das bei uns passiert ist. Aber jetzt darf es mich fast schon mal interessieren, warum du uns ausgerechnet dieses Jahr besuchst. Also jetzt haben wir uns 4 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und wir haben dich immer eingeladen zum Arno und zu meinem Geburtstag. Ja, ich
Ich weiß auch nicht. Mir war einfach so, wie wenn ich euch heuer unbedingt einmal wieder besuchen müsste. Ja, mein Gefühl hat mir gesagt, dass es vielleicht eine Überraschung gibt. Ja, die Überraschung ist, dass wir heuer eigentlich gar nicht da gewesen Also sind. jetzt red doch nicht so einen Schmarrn. Du willst mir doch nicht ernsthaft einreden wollen, dass du ausgerechnet deinen 50. Geburtstag nicht feiern willst. Glaubst du wirklich, ich hätte deinen Geburtstag vergessen? Eine Mutter vergisst den Geburtstag von ihrem Sohn nicht. So, und jetzt gehe ich erst einmal ins Bad. Oh, pardon. Nichts passiert. Dann war es mir ein großes Vergnügen, mit Erna zusammengestoßen zu sein. Im Moment wüsste ich nichts Schöneres, als mit Ihnen noch einmal zusammenzustoßen. Sie sind aber ein ganz ein schlimmer See. Nein, kein Schlimmer, nur ein geblendeter. Geblendet von Ihrer Schönheit. Ja, darüber reden wir später noch. Ich muss mich jetzt erst einmal ein bisschen frisch machen. Oh ja, Bin gleich zurück. ich geh nicht weg. Doch, du gehst weg. Du gehst jetzt sofort in deine Wohnung. Arno, das kannst du von mir nicht verlangen. Die Frau ist das Beste, was mir je in meinem ganzen Leben begegnet ist. Und dann stehst du so vor ihr. Ja, wie meinst du das? Meine Schwiegermutter legt Wert auf gute Kleidung. Schau dir mal an. Oh, du großer Gott, ich bin erledigt. Die schaut mich nicht mehr wieder an. Arno, du musst mir helfen. Sie ist doch deine Schwester. Mutter, sie ist meine Mutter. Okay, wenn du drauf bestehst. Es ist mir egal, wie du zu ihr sagst. Hauptsache, du hilfst mir. Du musst ein gutes Wort für mich einlegen. Nein. Das wird nicht nötig sein. Du gehst jetzt einmal rüber in deine Wohnung. Und dann kommst du wieder, frisch gebadet, rasiert, frisiert und frisch angezogen. Das spricht für dich, auch ohne Worte. Meinst du, das hilft? Das meine ich nicht bloß, das weiß ich. Und jetzt geh. Bin schon weg. Jetzt tut leid, dass der so sein kann. Der war doch immer schon ein bisschen gespinnen. So. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass der meiner Mutter ganz gut tun könnte. Ja. Ach, Arno, warum haben uns wir nicht mehr beeilt, ha? Ja, dann waren wir jetzt einfach nicht mehr da gewesen. Und jetzt auf einmal wegen meiner Mutter. Ach, nicht nur, aber hauptsächlich. Ach, geh, komm, du weißt doch, sie ist ja anspruchsvoll und lässt sich hinten und vorn bedienen. Ja, und außerdem ist unser Kühlschrank leer. Ich weiß gar nicht, was du hast. Gerade wolltest du mir nur eine Liste schreiben und mich zum Einkaufen schicken. Ja, das hab ich doch auch. Ja, aber da hab ich auch gemeint, dass bloß unsere Tochter mit ihrem Freund kommt. Und jetzt? Jetzt ist auch noch deine Mutter da. Ja, und den Hans, den werden wir sicher auch nicht mehr los, solange sie da ist. Das warst doch du, die vorhin gesagt hat, wir buchen damit die Michaela mit uns feiern kann. Ach, geh, komm, du hättest doch auch nicht Nein gesagt. Ja, aber jetzt, wo ist du weg? Wegen meiner Mutter. Ja, wundert dich das? Du, ich bin mir sicher, die bringt wieder alles durcheinander. Okay, jetzt übertreib doch nicht so. Jetzt sag bloß, das stimmt nicht. Meine Mutter ist vielleicht ein bisschen anders als andere Schwiegermütter, aber ja, da kannst du eigentlich ganz froh drüber sein, weil sowas hätte meine Mutter nie hergeschenkt. Da sag ich jetzt einmal lieber nix. Ja, das ist ja gescheiter so. Also jetzt ist es einmal so, wir bleiben zu Hause und feiern hier meinen 50. Geburtstag zusammen mit unserer Tochter und mit ihrem neuen Freund. Ja. Und mit meiner Mutter und dem Hans, und du wirst sehen, es wird ein wunderschönes Fest. Ja. Was ist denn Und eigentlich... jetzt sag aber bitte nicht, dass wir deine Mutter dann auch einladen müssten. Und wieso nicht? Weil wir dann ganz genau das Chaos hätten, das du vorher gemornt hast. Also, das ist ja jetzt wohl die Höhe. Willst du jetzt vielleicht damit sagen, dass meine Mutter die Chaotin ist? Nein, das will ich nicht sagen. Deine Mama ist eine liebenswerte und nette Frau und ich kann mir auch keine bessere Schwiegermutter vorstellen. Aber sie kommandiert gern rum und hat altmodische Ansichten und Gewohnheiten. Was? Was heißt da altmodische Ansichten? Also, meine Mama ist eine total normale Frau mit total normalen und vernünftigen Ansichten. Was man von deiner Mama nicht behaupten kann. Also bitte. Okay, komm. Die in ihrem Jugendwahn auch noch vergisst, dass sie schon 70 ist. Mei, das wird doch jetzt nicht schon wieder der Hans sein. Du, das sag ich dir. Wenn der so weitermacht, dann werden wir mal... Ja, Fanny, meine Schwester! Ja, wie kommst du
lasse ich mich endgültig scheiden. Die hat uns gerade noch gefällt. Na, also komm, so schnell lasst man sie nicht scheiden. Was ist denn passiert? Der Max betrügt mich. Schon wieder? Ja, schon wieder, immer schon. Also, sag mal langsam. War es nicht so, dass du den Max schon des Öfteren zu Unrecht verdächtigt hast? Ach, dieses Mal nicht. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Er hat sie geküsst. Wen? Wen? Ja, woher soll ich denn das wissen? Der hat mir doch dieses Schlamperl nicht vorgestellt. Hast ihn zur Rede gestellt? Na, den hab ich rausgeworfen. Du hast ihm nicht einmal eine Chance gegeben, sich zu rechtfertigen. Rechtfertigen? Wieso? Ah, du, was ich gesehen hab ich gesehen. Also geh, komm, das kannst du doch jetzt nicht machen. Es hätte doch auch sein können, dass das total harmlos war. Harmlos? Ja, zu wem hilfst jetzt du? Zu mir oder zu ihm? Also beim Max bin ich mir sogar absolut sicher, dass das harmlos war. Jetzt komm, jetzt halte du da mal raus, gell? Mei, freilich heute zu dir. Ja, das hoffe ich. Aber fair war das nicht. Du hättest ihm doch wenigstens eine Chance geben müssen. Ja, du hättest ihm wenigstens eine Chance geben müssen. Aber ich hab doch gesagt, du sollst dich da raushalten. Jetzt holst die du mal raus, meine liebe Schwägerin. Und wir trinken mir jetzt erst einmal ein Schnapsel. Gell? Was? Du willst das jetzt besoffen machen? Nein, abfüllen will ich sie. So, Fannylein, jetzt trinkt man erst einmal ein Schluckerl, wir es ziehen, dann schaut alles gleich ganz anders aus. Ach, Arno, du weißt halt einfach, was ich brauch. Du bist ein richtiger Goldschatz. Also wenn ich überflüssig bin, müsst ihr es nur sagen. Ach, jetzt reg dich doch nicht gleich so auf. Er weiß halt, was ich brauch. Prost. Dann kannst du ja auch gleich sagen, dass sie sich falsch verhalten hat. Ich soll dir sagen, dass du dich falsch verhalten hast. Habt ihr euch gestritten? Ach, streit's ihr wegen mir? Wo, wir streiten doch nicht. Okay, da ist doch was zwischen euch, das merkt doch ein Blinder. Hm? Nix ist. Seine Mutter ist da. Ei. Soll ich gleich wieder gehen oder soll ich warten, bis mit dumm anquatscht? Jetzt ist aber Schluss, ja? Meine Mutter quatscht keinen dumm an, ist das klar? Korn vielleicht nicht, mich schon. Mann, so, da, trink. Halt, den brauch ich jetzt. Ach, den ich. Prost. Weißt du was? Ich bleib da. Was? Du brauchst jetzt meine Unterstützung. Ja, und ich brauche jemanden, bei dem ich mich mal so richtig ausreden kann. Wieso ist denn die eigentlich da? Also erstens einmal braucht meine Mutter keinen Grund, wenn sie mich besuchen will. Und zweitens, wenn du nicht weißt, warum sie ausgerechnet heute da ist, dann kannst du eigentlich gleich wieder gehen. Oh, sei doch nicht gleich so empfindlich. Ja, woher soll ich denn wissen, warum... Du hast ja heute Geburtstag. Oh mein, mir tut das so leid. Entschuldige bitte, dass ich nicht gleich dran gedacht hab, aber weißt du das mit Max und... Herzlichen Glückwunsch zum 50. Ganz viel Glück, Erfolg und viel... Na, jetzt müssen nicht gleich auf. Aber der hat doch heute Geburtstag. Ja, das ist ein ganz besonderes Ereignis. Das kommt in einem Leben von einem Menschen nur einmal vor. Ja, das ist auch oft genug. Ja, Fanny, wenn wir dich nicht hätten, dann wüssten wir das nicht. Grüß dich. Schön, dass ich dich auch einmal wiedersehe. Ach ja? Ja, es tut mir leid, dass ich so lange nichts hab von mir hören lassen. Aber weißt, wenn man so viele Freunde fast auf der ganzen Welt hat, ist man viel unterwegs. Aha. Und wo hast du deinen lieben Max? Den habe ich vor die Tür gesetzt. Ach, und da sitzt er jetzt noch. Ach, das ist mir wurscht, wo der sitzt. Hauptsache, der sitzt nicht da. Aha. Wer wird denn das jetzt noch sein? Anno, du, wenn das der Max ist, schick ihn weg. Ich will ihn nicht sehen. Anno, wenn der will jetzt kommen, ist so Schwiegermama! Ja, hallo! Wo kommst jetzt du her? Ach, die Irma kommt. Na dann wird's wirklich eine schöne Feier. Ja, ihr seid beieinander. Mama! Hallo Irma. Mag mir da nicht einer mit die Taschen helfen da? Ja, aber Mama,
wieso kommst denn du jetzt doch? Ja, wieso? Weil dein Mann Geburtstag hat. Ja, aber du wolltest doch gar nicht. Jetzt red nicht lang, holst mal lieber mit die Taschen. Daniel die zwei, Anita die. Ja, freilich. Mama ist noch gar nicht richtig da, schon hat sie das Zepter in der Hand. Schau, dass die Taschen in die Küche bringst. Ja, ich geh ja schon. Ja, also Mama, was soll denn das jetzt? Ja, was schon? Ich koch halt für euch. Was? Ja. Ja, aber da weiß ich ja gar nichts davon. Ich glaub, ich verzirk mich lieber. Ja. Arno, ich muss mit dir reden. Max, sei bitte vernünftig, sie will dich jetzt nicht sehen. Ja, das hat's mir auf einen Zettel geschrieben, aber ich weiß ja nicht einmal warum. Lass uns das später klären, ich möchte jetzt keinen Streit im Haus. Also, sie kann mich doch nicht einfach so aussperren. Hat's die ausgesperrt? Ja, freilich. Ja, also dann kann sie es doch. Ja, sag einmal, auf welcher Seite stehst denn du eigentlich an? Auf deiner natürlich. Aber jetzt du da herin jetzt mit einer Streiterei anfängst, dann nimmer. Also, sei so gut. Geh vor zur Straße, wart auf mich, dann gehen wir auf ein Bier und klären die Sache. Also weißt du was? Ich werde sie ausquetschen, bis ich alles weiß. Es war nix. Ich schwör das, es war nix. Ja, das glaube ich dir ja, aber jetzt sei so gut, geh. Wart auf mich, ich komm so schnell wie es geht nach. Ist gut. So, jetzt kann der auch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 50. Danke. Ja, da liegt ja der Polunder, den ich dir mal geschenkt hab. Hast du den heute schon einmal angehabt? Nein, da bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Ja, kommt irgendwann. Der passt da bestimmt gut. Dafür koche ich dir heute auch dein Lieblingsessen. Mein Gott, was hab ich verbrochen? Glaubst du, das heute ist schon alles schief gelaufen? Den Tag, den habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Ach du, und ich erst. Ich sag dir das mit meinem Max. Das Also, ist für mich so... über den Max rede ich erst mit dir, wenn ich auch seine Meinung gehört habe. Ach, also das ist ja wohl nicht zu fassen. Von seiner eigenen Familie wird man ja wohl ein bisschen Mitgefühl erwarten können. Komm. Mit der Tour kommst du bei mir nicht an, gell? Bei mir auch nicht, so Fannylein. Und jetzt geh bitte zu deiner Mama und hilf ihr auspacken. Aber ich... Keine Widerrede, du hilfst deiner Mama jetzt in der Küche. Abmarsch! Sag einmal, darf mit deinem Mo so rumkommandieren? Ja, ich darf das, ich habe heute Geburtstag und ich wünsche, dass du dich jetzt in die Küche begibst. Ja, ich gehe ja schon. Aber das eine sage ich euch, wenn ihr mal meinen 50. feiert, und dann... Fannylein, hast du den nicht schon längst gehabt? Jetzt geh aber wirklich, bevor du mir nur den 70. unterjubelst. Mei, hat das jetzt sein müssen? Was? Dass ich mich umgezogen hab? Also, wenn du glaubst, dass ich diesen kreisligen Polunder anlass, bloß um deiner Mama einen Gefallen zu tun, Ach, aber geht das meine ich doch gar nicht. Ach, Arno, denkst du auch das, was ich denk? woher soll ich denn wissen, was du denkst? Ach, glaubst du bist blöd? Ja, wieso bin ich jetzt blöd, weil ich nicht weiß, was du denkst? Wieso müssen wir Männer eigentlich immer die Gedanken von euch Frauen lesen können? Wieso sagst du nicht einfach, siehst du das? Ich glaube, jetzt haben wir ganz genau das Chaos, das ich vorher beschrieben habe. Ja, na also, du weißt ja doch, was ich denk. Ich hab's nicht gewusst, ich hab nur das gesagt, was ich denk. Ja, dann haben wir ja das Gleiche denkt. Aber rein zufällig. Ich hab's nicht gewusst und du hast's auch nicht gewusst. Ach, Arno, was machen wir denn jetzt, ha? Weißt du was? Jetzt schauen wir, dass wir unseren Flieger noch erwischen. Was spinnst du? Wir haben's doch unserer Tochter versprochen. Du hast was versprochen, ich nicht. Ach, jetzt komm, du hättest auch nicht nein gesagt. Ist schon recht. Müssen wir halt einfach darauf achten, dass unsere zwei Mütter nicht zu viel zusammenkommen. Oh mei, wir wussten das machen. Wir feiern heute Abend deinen 50. Geburtstag. Also,
Irma ist einfach ein Phänomen. Die ist noch nicht richtig da, schon steht's in der Küche und kocht. Sie muss nicht kochen, das mache ich schon. Nein. Also sie hat die Sachen mitgebracht, also kocht sie auch. Mama, wieso eigentlich? Lass sie doch. Sie kocht doch gut. Sie ist doch bloß wegen dem herkommen. Schmarrn. Meine Mama ist aus dem gleichen Grund gekommen wie du. Sie will mit dem Arno Geburtstag feiern. Jetzt regt die doch nicht so auf. Sie macht es doch gut. Man müsste halt vielleicht einmal sagen, dass sie nicht so fett kochen soll. Meine Mama kocht nichts fett. Ja, das ist ja gut. Ich frag mich bloß, warum sie das alles mitgebracht hat. Die hat doch nicht wissen können, dass wir daheim sind, aber nichts im Haus ist. Mama, weißt du da was? Ich glaube, ich hilft dir ja immer sogar. Was sagst du jetzt da dazu? Ja, mei, sie werden sich halt abgesprochen haben. Abgesprochen? Halbe Stunde später, wir waren gar nicht mehr da gewesen. Lasst bitte euch gehen und schaut auf meinen Weg. Wo schlaft sie eigentlich? Du wirst das Gästezimmer mit ihr teilen müssen. Das geht nicht. Wieso nicht? Weil ich das seit Jahren gewohnt bin, dass ich immer ein Zimmer für mich allein habe. Ja, mein Gott, dann musst du dich mal für eine Nacht ein bisschen einschränken. Das kann ich nicht. Erstens bleibe ich 3 Nächte und zweitens schnarcht die Irma wie ein Walross. Ja, also gut, dann schlaft halt meine Schwester bei dir. Ja, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Die redet die ganze Nacht mit mir und dann kann ich nicht schlafen. Ja, und wenn ich nicht geschlafen habe, bin ich am nächsten Morgen unerträglich. Oh, mein Gott. Noch unerträglicher? Anita, bitte. Ist doch ein wahr. Warum konnte die nicht einmal eine Nacht das Zimmer mit meiner Mama teilen? Also gut, dann schlaft deine Mutter in meinem Bett, ich räume das Ehebett freiwillig. Ja, aber ja, wo schlafst denn dann du? Da, herin am Boden wie ein Hund. Das Schmarrn. Ja, hast eine bessere Idee. Ja, deine Mutter wird sich opfern müssen. Basta. Es hat geklingelt. Ich hab's gehört. Basta. Anno! Du, wenn das der Max ist, du, ich bin nicht da. Schicken weg, schmeißen raus, ich will den nicht sehen. Aber ich will ihn sehen. Anita, wie kommst du mit sowas an, du? Mein Gott, sag's doch er macht auf. Arno, wenn du mit dem da reinkommst, dann kann ich für nichts garantieren. Arno, Jetzt bitte sei so gut und halt sie in Schach. Ich möchte hier herinnen Geburtstag feiern, keine Beerdigung und nimm ihr ihre Waffen ab. aber Arno, Was? Du hast Waffen dabei. ja freilich, die sind fest angewachsen. Meine Fingernägel, meine Faust und mein Mund. Du, und damit, da sage ich ihm, was ich mir denke. Ja, wenn der sich darauf einlässt, Mei! Ist das schön, dass du jetzt doch noch gekommen bist. Hallo Papa! Du, jetzt zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem 50. Geburtstag. Mei, danke. Mein Michaela. Hallo Mama! Mei, du glaubst ja gar nicht, wie ich mich frei, dass das du doch noch anders überlegt hast. Ich hab noch nie was anderes vorgehabt. Was? Okay. Du hast doch gesagt, dass... Okay, Mama! Ja, was ist denn eine Geburtstagsfeier ohne Überraschung? Ja, und die Überraschung bin ich, mein Freund der Beber, die Johanna, die Oma. Jetzt sag bloß, du hast alle angerufen. Freilich. aber warum hast du dann mich nicht angerufen? Hallo Tante Fanny. Ja, aber du bist doch da. Ja, aber das ist reiner Zufall. Ja, Mei, du warst nicht daheim. Dann hab ich's mit dem Onkel Max ausgemacht. Der hat mir keinen Ton gesagt. Siehst du's? Jetzt weißt du, dass ich recht gehabt hab. Mei, wie hättest du den sagen sollen? Du hast ihn doch rausgeschmissen. Oh je, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich lass mich scheiden. Du lieber Gott, schon wieder. Aber, geh, Tante, kannst du denn das nicht einfach lassen, ha? Ja, aber du weißt doch gar nicht, was der gemacht hat. Also der hat, so wie ich einen Onkel Max kennt, hat der nichts gemacht, was eine Scheidung rechtfertigen darf. ja, aber
aber du kennst ihn doch gar nicht, also nicht so wie ich. Schaut's einmal her, wen ich euch da mitgebracht habe. Das Ganze zusammen. Der ist da draußen gestanden mit diesem wunderschönen Blumenstrauß. Danke. Mama, das ist er? Das ist er? Ja. Herzlich willkommen bei uns daheim. Gnädige Frau, es freut mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Oh, ja, ganz meinerseits. Ich bin die jüngere Schwester, die Tante. Sehr erfreut. Sie entschuldigen's, aber der ist leider nicht für Sie bestimmt. Bitte. Für die Frau des Hauses und die Mutter von dem wunderschönen Madel. Das ist aber sehr aufmerksam. Vielen Dank. Ja, so ist er heute, mein Biber. Biber. Ja, eigentlich heiße ich Bernd Baum, aber alle sagen Biber zu mir. Ach so. Biber. Also dann, Biber. Ja, was ist jetzt mit dem Vater von dem wunderschönen Madel? Ich meine, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen. Selbstverständlich habe ich da auch dran gedacht. Ich habe gehört, dass Sie ein gutes Tröpfchen durchaus zum Schätzen wissen. Ja, das ist aber jetzt einmal wirklich ganz was Feines. Vielen Dank. Ja, gern. Und zu Ihrem 40. Geburtstag habe ich ja schon gratuliert. Zum 40. Hast du das gehört? Zum 40. Du musst schauen, dass du ein bisschen jünger wirst, sonst passen wir nicht mehr zusammen. Keine Sorge. Spätestens morgen früh bist du um Jahre gealtert. So, jetzt hast du aber genügend Komplimente verteilt. Bringen wir mal unsere Taschen. Da, auf mein Zimmer. Ja. Michaela, dein Zimmer ist leider schon belegt. Die Johanna, stimmt's? Du weißt doch, dass meine Mutter immer ein Zimmer für sich allein braucht. Weißt du was? Wir richten euch das Sofa im Büro her. Hä? Aber Moment einmal, wo schlaft denn dann meine Mama? Das haben wir doch schon gesagt, die schlaft bei dir. Na, da schlaf ich. Ich möchte mich endlich einmal wieder mit meiner Schwester unterhalten. Haben wir schon so lange nicht mehr gemacht, Das ist gell? schön, dann stellen wir halt ein Gästebett mit rein. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Herr Purzel, machen Sie einer keine Gedanken, ich schlafe auf dem Boden. Ja, der ist leider schon von mir belegt. Ja, hab ich doch richtig gehört. Hallo, Oma. Du bist ja schon da. Oh, grüß dich. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Okay, Oma. Kaum bist du da, stehst du schon wieder in der Küche. Das macht dir doch gar nichts aus. Zum Ehrentag von deinem Papa muss ich doch was Gutes kochen. Na, Mama, das musst du nicht. Das mache ich schon. Lass mich doch machen. Ich koche halt Arno sein Lieblingsessen. Ja, aber das ist doch nett. Also, willst du jetzt vielleicht sagen, dass ich das nicht kann? Na, das möchte ich nicht sagen. Aber ich möchte doch bei meinem Schwiegersohn ein paar Pluspunkte sammeln. Okay, das musst du doch nicht. Du hast doch schon genug Pluspunkte bei mir. Ist das nicht lieb von ihm? Ja, ganz lieb. Mama, was ist denn hier? Ich hab die Pfanne mit Öl am Herd und die Platte. Mein Gottes Willen, das fängt ja schon gut an. Oh mei, die Mama. Man kann sie einfach nicht allein lassen. Mama, warte, ich muss doch mit dir reden. Herr Purzel, ich hab das vorhin ernst gemeint. Also, es macht mir nichts aus, eine Nacht auf dem Boden zum Schlafen. Ja, ich glaube, ich habe da eine bessere Idee. Ich bin gleich wieder da. Also, was macht er denn jetzt? Was? Ja, dein Vater. Was macht er da draußen? Keine Ahnung. Vielleicht holt er eine Luftmatratzen. Ah, gut. Du Beber, das tut mir jetzt leid, dass du da jetzt gerade diese kleine Differenz miterlebt hast. Ist doch kein Problem. Weißt, sonst verlaufen unsere Familienfeste eigentlich immer sehr harmonisch. Aber es war doch nix. Ich komme nämlich aus einer sehr, sehr sensiblen Familie, weißt? Herrschaft! Wieso kriegt man eigentlich nicht einmal von seiner eigenen Familie Hilfe? Nicht einmal von seiner eigenen Familie. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, für was hab ich denn eine Mutter und eine Schwester, wenn ich nicht einmal mit denen über meine Probleme reden kann? Fanny, jetzt komm. Die nehmen mich nicht ernst. So, jetzt beruhigst die erst. Schöne Familie. Ich hab gesagt sensibel.
Meistens jedenfalls und nicht hysterisch. Ich hab schon verstanden. Michaela, du bist schon da. Mei, schön, dass ich dich einmal wiedersehe. Oh, hallo Johanna. Ja, wir kannten uns doch viel öfter sehen, wenn du nicht andauernd so viel unterwegs warst. Naja, so ist es halt, wenn man so viele Freunde hat. Ah, das ist mein Beber, von dem ich dir ja schon so viel erzählt hab. Hallo Beber, Grüß Gott. haben Sie auch einen richtigen Namen? Ja, mein Name ist Bernd Baum, also Beber ist nur mein Spitzname. Es freut mich, dass wir uns endlich kennenlernen, weil die Michaela hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Ich hoffe bloß was Gutes. Ich glaube, ich habe das Schlafproblem jetzt gelöst. Ach, Michaela, das wollte ich dir noch sagen. Ich habe schon dein Zimmer belegt. Es macht dir doch nichts aus. Du warst Ist doch... schon okay. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Siehst du, es macht dir nichts aus. Mama, lass mich doch einmal ausreden. Ich wollte gerade sagen, dass unser Nachbar, der Hans, ein wunderschönes Gästezimmer hat. Beber, das nehmen wir. wa? Moment, du kennst den neuesten Stand noch nicht. Also, wenn jemand den neuesten Stand kennt, dann ich. Der Beber und ich. Es wir- geht aber nicht um dich und den Beber, es geht um die Mama. Der Hans möchte unbedingt, dass sie bei ihm schlaft. Was? Was? Ja, der Hans ist ganz verrückt nach der Mama. Was? Nach meiner Mama? Na, nicht deine Mama, meine Mama. Deine Mama? Meine Mama? Sag einmal, wen meinst du jetzt? Die Johanna oder die Anita? Meine Mama. Weißt du, was er gesagt hat? Ich habe sie bei dir gesehen und schon war es um mich geschehen. Was? Dichten kann er auch noch? Ja, und wie? Du müsstest einmal sein Gedicht vom Sumpfbub hören. Er reitet so spät durch Wiesen und Gatter. Es ist der Sumpfbub mit seinem Vater. Er hat sich an den Vater gekrallt. Der Sumpfbub ist jung, der Vater ist alt. Da verblasst selbst Goethe. Ja, aber das hört sich doch ganz lustig an. Sehr lustig. Dass die anderen Strophen gehört hättest, du das auch nicht mehr lustig finden. Mama, wie schaut's jetzt aus? Könntest du dir vorstellen, dass du das Angebot vom Hans annimmst? Ja, da müsste ich ihn doch erst ein bisschen näher kennenlernen. Ja, da wärst du gleich Gelegenheit dazu haben. Der taucht jeden Augenblick hier auf. Da wärst Augen machen. Kommt der wieder in diesem grässlichen Trainingsanzug? Ich sage doch, du wirst Augen machen. Ja, also wir bringen jetzt einmal unsere Taschen in dein Büro, Papa. Gnädige Frau. Da ist. Dankeschön. Sehr gerne. Ein netter Bub. Ja. Glaubst du, dass sie schwanger ist? Was? Naja, Michaela, meinst du, sie ist schwanger? Ja, ich hoffe nicht. Ich möchte ja nicht mit 50 schon Opa werden. Da fragt die keiner. Mama, was soll das jetzt? Hast du mich gefragt, wie du Anita geschwängert hast? Also, das war doch ganz was anderes. Bub, da sieht man's wieder, du bist genau wie alle anderen Männer. Alle Papas sagen das. Mama, wie kommst du ausgerechnet jetzt drauf, dass sie schwanger sein kann? Naja, ich hab mir gedacht, weil es ihr gar so wichtig war, dass wir ja alle kommen. Ah, jetzt habe ich mich verraten. Sie hat euch alle angerufen. Ja, ich wäre doch sowieso gekommen. Glaubst du, die vergisst deinen Geburtstag? Aber keiner hat gesagt, dass er kommt. Eigentlich wäre ich jetzt überhaupt nicht da gewesen. Eigentlich war ich schon längst am Flughafen draußen. Das weiß ich doch. Aber eine kleine Überraschung muss doch sein. Kennst du den schon lang? Hä? Wen? Na, dein Nachbar, den Glückspilz. Stine, seit er da eingezogen ist, über ein Jahr. Wenn du mich öfter besuchen tätest, hättest du ihn schon früher kennengelernt. Ja, dich kann man ja nicht besuchen, du bist ja nie daheim. Schmarrn. Manchmal bin ich schon daheim. Ja, aber nie, wenn ich bei dir anrufe. Ja, da musst du es halt öfters probieren. Wie ist denn der so? Hä? Wer? Dein Nachbar. Also, wieso interessiert dich denn das? Der gefällt mir heute. Ma greislich. Mama, du wirst doch nicht im Ernst mit diesem Hans... Also,
In deinem Alter? Sag mal, was heißt das in meinem Alter? Du hast doch selber gehört, wie er gesagt hat, ich kann deine Schwester sein. Ja, der redet viel Schmarrn, wenn der Tag lang ist. Hallo, da bin ich wieder. Sag mal, kannst du nicht einmal klingeln, wenn du bei uns reinkommst? Klingeln? Ich hab doch den Schlüssel hier. Gehabt. Aber ich soll doch die Blumen gießen. Es wird nicht mehr notwendig sein, wir fahren nicht weg. Wir bleiben hier und feiern meinen Geburtstag zu Hause. Hast du dich deswegen so in Schale geschmissen? Gnädige Frau, ich bin untröstlich, dass ich einer vorhin dem schrecklichen Aufzug gegenübergetreten bin. Aber ich habe nicht ahnen können, dass mir heute noch so was Schönes begegnet. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Schon vergessen. Gnädige Frau, Sie machen mich zum glücklichsten Mann der Welt. So, jetzt habt's aber nur Schmalz vergossen. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass wir mal ein bisschen was trinken. Eine sehr gute Idee. Am besten was leicht Alkoholisches. Ja, am liebsten Champagner, damit wir auf deinen Geburtstag und auf deine Gesundheit anstoßen können. Auf seine Gesundheit. Auf seine Gesundheit. Gnädige Frau, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, nachdem Sie ja die Schwester von dem Mann sind. Aber wenn wir auf seine Gesundheit anstoßen, müssen wir recht oft anstoßen. Um seine Gesundheit ist es nicht gut bestellt. Was, du bist krank? Was fehlt denn dir, Bub? Gar nichts fällt mir, Mama. Ich bin ganz gesund. Aber dem Herrn da, dem fällt bald der Ohrwaschel, wenn er so weitermacht. Jetzt hat er schon wieder Mama gesagt. Ja, er hat einen Ödipus-Komplex. Das ist eine schwere seelische Krankheit. Okay, ich gehe jetzt und kauf was zum Trinken ein. Anita, ich gehe einkaufen. Was? Ja, warte mal, muss denn das gerade jetzt sein? Ja, es ist überhaupt nichts zum Trinken da. Ach, es ist doch nur zum Trinken da. Aber kein Champagner, bloß so ein Lackerl Sekt. Wen ich da einmal. Weil wir hatten nämlich gar nicht gewusst, dass wir Gäste bekommen. Fällt's euch wieder ein? Ja, die Anita und ich, wir wollten nämlich eigentlich nach Teneriffa fliegen. Ja, das habt's jetzt von eurer Überraschung. Es ist nichts zum Trinken da. Ich glaube, ich darf sowieso nichts unterbringen. Ich bin geblendet von ihrer Schönheit. Das vergeht wieder. Und ich gehe jetzt auch. Ja. Danke, bis später. Ja, aber heute mal, du kommst fein gleich wieder, gell? Ja, 5, 6 Stunden wird es schon dauern, bis ich einkaufen kann. Mein Arno, ich warne dich. Aber ich beeile mich. Arno! Was bist du denn so streng zu meinem Bub? Es ist ihm doch hoch anzurechnen, dass er an seinem Geburtstag selber einkaufen geht. Ha, du kennst ihn nicht. Ach was, no, na, ich kenne ihn nicht. Ich bin ja schließlich seit... Schwester! Ja, ich kenne ihn ja schließlich, seit er auf der Welt ist. Ja, freilich. Du bist ja auch seine Mama, gell? Schwester! Mein Gott, na, jetzt hör doch einmal mit dem Blödsinn auf. Du kennst ihn doch bloß als Burm. Und das ist er für die heute noch. Aber ich kenne ihn als Mann. Und das ist ein großer Unterschied. Hör ich da vielleicht Verärgerung aus deiner Stimme? Ich bin nicht verärgert, bin sauer. Aber du wirst doch am Geburtstag von meinem Bub nicht sauer sein. Du bitte schon wieder. Du redest immer nur von deinem Bub, aber nie von meinem Mann. Ja, er ist ein Mann. Aber deshalb muss ich doch nicht immer so sauer auf ihn sein. Ach, bin doch auch nicht sauer auf den Arno. Aber eine depperte Geburtstagsüberraschung, die ärgert mich einfach. Ja, es ist nichts hergerichtet. Ja, aber es ist doch für alles gesorgt. Ja, freilich. Jetzt steht meine Mama in der Küche und kocht meinem Mann das Lieblingsessen. Das wollte eigentlich ich machen. Sei doch froh, hast keine Arbeit. Entschuldige, wenn's sauer sein willst, dann auf mich. Ich hab das alles angezettelt. Was, du? Na, was hast denn du damit zum tun? Ich hab mit einer Tochter telefoniert und da habe ich die Idee gehabt. Mei, du mit deinen Ideen, gell? Wir stellen den jetzt da, es ist nichts hergerichtet. Aber was regst dich denn so auf? Es ist doch für euch gesorgt. Irma hat doch euch mitgebracht. Ja, und jetzt steht sie in der Küche
und lasst mir nichts machen. Dabei ist das meine Küche. Mein Gott, Mama, jetzt sei doch einfach froh, dass dir die Oma die Arbeit abgenommen hat. Du, sie hat sich so drüber gefreut. Warum habt's mir denn nicht Bescheid gesagt? Da war's doch keine Überraschung mehr gewesen. Der Arno hat Geburtstag, nicht ich. Mama, jetzt sei mal bitte nicht bäs, aber wenn wir die eingeweiht hätten, ja, dann war's doch keine Überraschung gewesen. Du hättest die bestimmt verraten. Ja, das glaube ich auch. Und überhaupt... Ja, und überhaupt. Was ist das für eine Überraschung? Wir wären ja fast nicht da gewesen. Wäre ja gar nicht möglich gewesen. Ich war ja immer da. Genau. Der Hans war ja... Ja, Hans? Wie schaust denn du aus? Ich hoffe doch gut. So geschniegelt kenne ich dich gar nicht. Was eine Frau aus einem Mann nicht alles machen kann. Erst falle ich ja vor die Füße, jetzt zu die Hand, ich küsse. Anita, sag mal, wo hast du den Pfeffer versteckt? Ich kann ihn nirgends finden. So, jetzt brauchst du ihn auf einmal. Ja, was weißt du nicht, wo du den Pfeffer hast? Ja, ich komm schon. Aber das sag ich euch. Über diese Geburtstagsüberraschung, da reden wir noch. Was hat's denn nur? Wir haben's doch bloß gut gemeint. Ja, das finde ich auch. Wir haben gemeint, wir tun ihr was Gutes, dass er mal nicht kochen muss. Ja, die kriegt sie schon wieder ein. Ist das der junge Mann, von dem du mir erzählt hast? Ja, ja, das ist er. Bernd Baum, genannt Biber. Hans Glück, weder verwandt noch verschwägert mit der Märchenfigur, aber ich habe ihre positiven Eigenschaften. Dann sind Sie ein Glückspilz. Ja, also, bevor er jetzt ins Fachsimpeln kommt, sollten wir zuerst einmal die Übernachtungsfrage klären, ha? Ja. Mein Angebot gilt. Aber zuerst möchte ich der schönen Frau mein Gästezimmer zeigen. Wenn es ihr gefällt und wenn ich ihr Vertrauen habe, ist es mir eine große Freude, Sie in meinem Gästezimmer unterbringen zu dürfen. Ist das nicht nett? Kommen Sie, zeigen Sie mir Ihr Gästezimmer. Mit dem größten Vergnügen. Du, so kenne ich einen Hans gar nicht. Sonst läuft er immer in einem Trainingsanzug rum. Ja, der hat sich in deine Oma verliebt. Ja, das sieht doch ein Blinder. Also, Geschatzelein, sie ist doch keine Oma. Also, sie ist zwar die Mama von meinem Papa und wäre also somit auch meine Oma. Ja. Tja, aber schaust dir doch einmal an. Schaut so etwa eine Oma aus? Du bestimmt nicht. Und sie will auch auf gar keinen Fall, dass ich Oma zu ihr sag. Ja, aber wenn so eine ist, Du, wenn du die gut mit ihr stellen willst, dann sag auf keinen Fall Oma zu ihr. ich hab schon verstanden. Draußen in der Küche, das ist meine Oma. Wo ist denn jetzt die Johanna? Die ist gerade von unserem Nachbarn entführt worden. Was entführt? Aber Lösegeld soll man für die kaufen. Der will doch auch kein Lösegeld. Der zeigt ihr bloß das Gästezimmer. Ja, vielleicht schlaft heute Nacht beim Hans. Die schaut ihr wieder ähnlich. Kaum ist da, hat sie sich schon einen Mann geangelt. Nicht? Also, und das in ihrem Alter. Na, dass du sie nicht schamt. Na, Oma, das siehst du falsch. Nicht sie hat ihn geangelt, er hat sie geangelt. Ja, du, der himmelt sie total an. Ja, die werde ich gleich aus ihrem Himmel runterholen. Sie hat versprochen, mir zu helfen. Ja, und dann darf sie mich sakrisch freien, wenn ich sie so ein bisschen rumkommandieren kann. Geh, Oma, lass doch. Wenn die Johanna heute Nacht beim Hans schlaft, ja, dann kannst doch du mein Zimmer haben. Ach so. Na ja, gut. Dann lass mir ja das durchgehen. Ja, also. Du, und außerdem hast du doch Hilfe genug. Ja, die Mama, Tante Fanny. Nein, die Mama nicht. Es war ausgemacht, dass sie dieses Mal nicht für uns kocht. Immer hat sie die Arbeit mit uns gehabt. Ja, und die Fanny, ach du lieber Gott, da machen wir doch lieber alles allein. Ja, aber ich konnte dir doch helfen. Hm? Na, du musst dich um deinen Freund kümmern. Oh, vielen Dank, gnädige Frau. Sehr freundlich von Ihnen. Ja, ich bin keine gnädige Frau, aber anscheinend haben Sie Manieren. Ja. Was man ja von dir nicht sagen kann. Wie kommst denn du mit so zerrissenen Hosen daherkommen, ne? Oma, die Hosen, die kehrt so. Das sind doch keine Hosen.
Sieht's aus, ich flieg das nachher. Hä? Oma, die Hosen, die ist neu und die hat viel Geld gekostet. Was, das auch noch? Ja. Zum Geburtstag von deinem Papa ziehst du dich bitte schön ordentlich an. Ja, also, da muss jetzt der Oma wirklich recht geben. Komm, zieh dir was Ordentliches an. Siehst du, deine Mama sagt das auch. Und was sagen Sie dazu? Mei, was glauben Sie, wie oft ich schon gesagt habe, sie soll ein hübsches Kleid anziehen? Sie schaut so süß aus in einem Kleid. Ich will aber nicht süß ausschauen. Immer bin ich die Süße, die Nette, die Liebe. Das bist ein zerrissene Hosen, aber in einem Kleid, da schaust einfach umwerfend aus. Mein Michaela, wenn das einmal mein Mann zu mir gesagt hätte, ja wie ein Blitz war ich dann im Schlafzimmer verschwunden und hätte mich umgezogen. Also gut. Zum Essen ziehe ich mich um. Wann ist denn soweit? Gleich, wenn die bämischen Knädel fertig sind. Mama, du sag einmal, was ist mit den Knädel? Das ist ja lauter Matsch. Ja, hast du die noch nicht aus dem Wasser genommen? Nein, ich hab ja nicht gewusst. Mein Gott, bist du eine blöde Gans. Mama, jetzt sind die Knädel kaputt. Jetzt kann ich von vorn anfangen. Essen gibt's frühestens in einer Stunde. Was glaubst du, wo wir überall waren? Aber immer mindestens Business Class und bei Langstrecken sogar First Class. Business, das klingt ja so anrüchig, so nach Posieren, wie man früher gesagt hat. Also, da bist du aber wirklich völlig falsch. Das sind Beförderungsklassen. Ja, aber wenn man noch nie geflogen ist, kann ich dir das auch nicht erklären. Keine 10 Pferdeldaten mich da bewegen, da in so einen Flieger einzusteigen. Ja, mir gangst. Ja, da drin darf ich ja vor Angst sterben. Du brauchst es ja auch nicht. Aber wenn man so wie ich fast auf der ganzen Welt Freunde hat, muss man fliegen. Wir waren ja überall, wo die High Society verkehrt. Los Angeles, Acapulco, Saint-Tropez, Cannes, Bermudas. Bermudas, das habe ich schon einmal gehört, ja? Aber das ist doch was zum Ozean. Vergiss mir das. Weißt du was? Ich red nicht mehr über die High Society und du nicht mehr übers Kochen. Aber als Oma darf dir das ganz gut stehen, ne? Ich bin keine Oma. Du bist genauso Oma wie ich. Bin ich nicht. Also ich bin gern Oma. Ja, dann passt's doch. Du bist gern Oma und ich bin keine. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn ich noch ein paar Enkel hätte. Na, selber machen kannst du ja nicht. Aber vielleicht kriegen wir noch einen Urenkel. Urenkel, ja, um Gottes Willen. Wenn du Urenkel kriegst, bist du ja selber uralt. Du aber auch. Na, ich nicht. Ich hab keine Urenkel. Wenn die Michaela ein Kind kriegt, dann hast du einen Urenkel, ob du willst oder nicht. Na, ihr zwei Hübschen? Jetzt kannst dann gleich losgehen. Michaela, kriegst du ein Kind? Na, Johanna, so weit sind wir noch nicht. Siehst das? Sie kriegt kein Kind. Die haben ja bloß gemeint, wenn. Ja, und wenn du eins kriegst, dann bitte ich krieg ein Kind und kein Urenkel. Versprochen. Versprochen. Also, das wäre jetzt erledigt. Und jetzt muss ich schauen, dass der Herr Glück meine Koffer rüberbringt. Mist! Mama! Lang mal bloß Kartoffeln, ich sag das! Also das war knapp. Also die Fanny, die ist sowas von... Nervig. Tja, so kann man auch sagen. Ja. Sie war ja immer schon ein bisschen anders, aber In welcher Familie gibt's das nicht? kann schon sein. Du, auf jeden Fall bin ich froh, dass die Johanna jetzt drin beim Hans schlaft. Ja, so hat die Oma jetzt wenigstens ein Zimmer für sich allein. Du, die schnarcht nämlich wie ein Walross. Okay, so schlimm kann es gar nicht sein. Doch, ist es. Glaub mir's. Du, die kann in jeder Lage schnarchen. Sogar in der Bauchlage. Du, hoffentlich kommt bald der Papa wieder. Sonst trat uns Mama noch mehr durch. Ja, ich glaube, ihr ist die Geburtstagsüberraschung irgendwie auf den Mann geschlagen. Ja, und genau das ist das, was ich nicht verstehe. Du, jede andere
ihre Hausfrau. Die war doch froh, wie man ihr die Arbeit abnehmen darf, oder? Ja. Du, Sektgläser fein noch. Ich hol schnell welche. Ist gut. Oh je, die haben vielleicht ein Gewicht. Wahrscheinlich tragt sie die Goldbarren mit sich rum. Kann ich Ihnen helfen? Glaube nicht. Für die Koffer sind sie ein bisschen zu schwach auf der Brust. Aha. Also wenn in dem einen Goldbarren drin sind, was ist dann erst in dem anderen drin? Wahrscheinlich Hanteln. Die Johanna macht nämlich Muskeltraining. Ja, das braucht's auch bei den Koffer. Also, dann versuche ich mal mein Glück. Nie. Ah ja. Nie hätte ich gehabt, dass der die Koffer hochheben kann. Ja, das ist ja... Der Herr Glück hat gerade meine Koffer rübergebracht. Na, die hat schon da... Was? Hat er. Ein liebenswerter Mensch. Gefällt er da, ha? Ja, das kann man schon sagen. Aber warum habe ich den eigentlich nicht schon früher kennengelernt? Ja, weil du zu wenig da bist. Das wird sich in Zukunft ändern. So, das hätten wir. Jetzt hole ich nur noch die Tasche, dann können Sie drüben einziehen. Es ist meine große Freude, Sie in meiner bescheidenen Behausung beherbergen zu dürfen. Es ist aber auch ein ganz wunderschönes Zimmer. Wie wenn es gerade für Sie eingerichtet hätte. So, alles erledigt. Ich hab gerade die Koffer noch. Stell dir vor, der Hans hat gerade die Koffer von der Johanna rüber in seine Wohnung gebracht. Ach so, ja. Starker Mann. Naja, nicht der Rede wert. Gnäfrau, Ja? mein Heim ist jetzt auch Ihr Heim. Du, der Hans, der ist ja total verrückt nach dir. Ja, kann ich durchaus verstehen. So, ist alles hergerichtet? Ja, Mama, alles fertig. Gut. Ist der Papa schon da? Na, also ich hab noch nicht gesehen. Aha, na warte. Was schimpfst denn immer so auf meinen Bub? Er hat heute Geburtstag. Ja, wenn ich das nicht wüsste. Ist das Essen schon hergerichtet? Ist der Agnes schon da? Na, der ist noch nicht da. Ja, dann ist Essen auch noch nicht fertig. Willst vielleicht warten, bis er kommt? Ja, er hat Geburtstag, nicht mir. Nein, dann werden doch deine Knädel wieder matsch. Das kriege ich schon hin, wenn man die Pfanne nicht wieder dazwischen funkt. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Habt's nur alle auf mir rum. Nix kann ich euch recht machen. Fanny? Ach, Mama. Ah, ist doch wahr. Andauernd jammerst und schimpfst uns was vor. Da muss ich aber jetzt der Irma recht geben. Ja, freilich. Halt's ihr nur zusammen. Ist das auch deine Meinung? Nein, ich hätte meinen Geburtstag vom Papa auch anders vorgestellt. Ach, da bin also ich wieder schuld. Wie's mir geht, ist doch euch egal. Oh mein Gott, das Weib treibt mich noch in den Wahnsinn. Das ist die einzige Frau, die ich kenne, die mit über 40 noch mehr nervt als mit 30. Fanny, jetzt bleib halt da. Wir machen jetzt ein Familienfoto. Spinnst du? Ich lebe in Scheidung. Da lass ich mich doch nicht fotografieren. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch bei dir nichts Neues. Habe ich da was von einem Familienfoto gehört? Das ist eine wunderbare Idee. Ich hole nur noch den Fotoapparat. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit schon einmal aufstellen. Ich stelle mich nicht dazu. Doch, du stellst die auch dazu. Du bist meine Tochter, also kehrst du auch zur Familie. Ach, jetzt auf einmal. Was heißt auf einmal? Du hast schon immer zur Familie gehört. Aber wenn ich manchmal glaube, die haben es bei der Geburt vertauscht. Mama! Musst du immer an mir rummeckern? Da kann aber jetzt die Irma gar nichts dafür. Das sind ihre Gene. Ja, und ich mag das nicht. Das sind meine Gene. Kann man die nicht umtauschen, deine Gene? Jetzt fangst du auch noch an. Also schon langsam hab ich satt. Hört ihr das? Ich hab's satt. Oh, mein Gott, das darf doch wohl alles echt nicht wahr sein. Ja, was ist denn da los? Ihr habt euch ja immer noch nicht aufgestellt. Wir können doch jetzt auch noch kein Familienfoto machen. Der Papa
ist noch nicht da. Gerade drum machen wir jetzt ein Familienfoto. Der sollte nur sehen, dass wir ohne ihn auch eine Familie sind. Ja, aber ohne Papa sind wir doch nicht komplett. Das ist mir wurscht. Also los, dort den Tisch weg. Wir stellen uns jetzt auf. So. Genau. Die werte Schwester in den Stuhl. Fanny, Foto. Wunderbar, wunderbar. Nicht atmen. Ja, was ist denn jetzt? Machen wir jetzt ein Foto oder einen chemischen Versuch? Anita, mach doch keine so eine Geschichte. Das ist mein Gesicht, mit dem kann ich machen, was ich will. Aber so passt nicht das Foto. Jetzt mach endlich. Eigentlich hat die Michaela recht. Ohne meinen Bub ist es kein richtiges Familienfoto. Das ist nicht dein Bub, sondern mein Mann. Ja, und warum bist du so sauer auf ihn? Weil ich ihn kenne. Das verstehe ich. Du bist sauer auf ihn, weil du ihn kennst. Ach, geh, komm jetzt, tu doch nicht so. Du weißt ganz genau, dass der jetzt beim Wurzelsepp sitzt. Ja, und immer wenn er da ist, dann trinkt er Bier zu viel. Jetzt lass ihn doch. Schließlich hat er heute Geburtstag. Ja, den soll er aber mit uns feiern und nicht in der Kneipe. Aber jetzt übertreibst du aber vielleicht schon ein bisschen. Der Papa, der ist doch jetzt gerade erst einmal eine Stunde weg. Mei, du hast ja gar keine Ahnung, was dein Papa in einer Stunde alles in sich reinschütten kann. Wunderbar. Ich hab doch gesagt, kein Foto. Jetzt habt ihr doch nicht das so. Und Anita, du verurteilst deinen Sohn schon im Voraus. Ach ja, da hat deine Mutter vollkommen recht. Sie stellt meinen Bub ja schon als Säufer hin. Ich spreche aus Erfahrung. Also bitte. Also Johanna, komm, setz dich hin, wir machen jetzt ein Foto ohne Arno und wenn er kommt, wird gegessen. Und nachher machen wir nochmal ein Foto mit dem Arno. Na, die Johanna hat recht. Ohne einen Papa stell ich mich auch nicht zum Foto. Mei, also gut, dort den Tisch wieder hin. Dann machen wir heute kein Foto. Moment. Wunderbar. Die Michaela mit ihrer Tante. Das ist nicht die Tante, das ist die Oma. Oma, lass doch. Die Johanna ist die Johanna und du bist meine Oma. Ja, ihr braucht doch keine zwei Omas. Aber das ist doch so, dass sie auch Oma ist. Ich sehe mal vor, was ich euch mitgebracht habe. Na endlich! Es wäre der höchste Zeit. Ja, aber das meine ich gar nicht. Schaut mal her, was ich euch mitgebracht habe. Grüß euch. Die habe ich einfach draußen auf der Straße gefunden. Max, Raus! Ich wollte dich nicht da haben. Was du willst und was nicht, das ist mir scheißegal, verstehst du? Max ist mein Schwager, als solcher gehört er zur Familie. Punkt. Gut, wenn der bleibt, dann geh ich. Aber Fannylein. Ich bin immer dein Fadilein. Aber du musst mir doch wenigstens eine Chance geben. Ich muss gar nichts. Ich hab Augen im Kopf und was ich gesehen hab, das reicht. Da muss ich mich nicht auch noch anlegen lassen. Verschwind! Der Max bleibt da. Ich habe heute Geburtstag, da kann ich einladen, wen ich will. Basta. Gut, dann geh ich. Hör heute auf. Doch, die setzen, jetzt wird gegessen und nachher wird geredet. Und ich muss jetzt in meine Küche. Das ist eine sehr gute Idee, jetzt essen wir was. Ha? Jetzt setzen sich alle an den Tisch. Und zu meiner Rechten sitzt meine holde Gattin. Und zu deiner Linken sitz ich. Oh. Ja, also komm, Schatz, setzt du die daher? Ich will nur schnell einen Stuhl. Ist gut. Gestatten Sie, junger Mann, dass ich mich neben die bezaubernde Frau setze? Ja, aber selbstverständlich. Setzen Sie einer doch. Eine Frau, darf ich's wagen? Hocken Sie einer einfach hin. Danke, vielen Dank. Mein Gott, bin ich ein Glückspilz. Hasilein, wo möchtest du heute sitzen, ha? Lang mich nicht an. Darfst du mir jetzt bitteschön wenigstens einmal sagen, was ich angestellt haben soll, ha? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Lügner. Also ihr wisst wirklich Ruhe! Ich möchte jetzt eine Rede halten. Wenn du was holst, dann dein Mund. Jetzt lass meinen Bub doch reden. Genau, lassen doch reden. Danke, Mama. Was hat mir schon wieder Mama gesagt?
Meine lieben Geburtstag... Lass dich nicht stören. Lass dich nicht stören. Hä? Ach so, ja. Also, meine lieben Geburtstagskinder. Dieser Schmarrn. Ihr seid so die Gäste, das Kind bin ja ich. Was bin ich heute wieder für ein Schelm? Also, meine lieben Geburtstagsgäste. Sind noch welche da? Die seid's doch ihr. Oder kommt noch einmal mehr? Musst jetzt nicht einmal endlich hinsitzen. Nein, das wäre ja unhöflich. Ich weiß ja, was sich gehört. Anscheinend nicht. Wenn du das wissen darfst, dann darfst du jetzt einmal deinen Mund halten. Du kannst doch mal dem Bub nicht den Mund verbieten. Wenn er nur Blödsinn redet, dann schon. Prost, Hasilein. Lass uns wieder gut sein, hä? Ich denk nicht dran. Scher dich doch du zum Teufel. Ich will mit dir nichts mehr zum Tor haben. Also, wenn du schon jemandem den Mund verbietest, dann doch derer Gewitterziege da. So hab ich das gern. Wenn ich mit der Suppenschüssel komme, ist alles mucksmäuschenstill. Ihr habt's alles kaputt gemacht. Alles. Ich hab mein Weber gesagt, dass unsere Familienfeste immer so harmonisch verlaufen. Mein Gott, was soll denn der jetzt bloß von uns denken? Michaela. Michi, es war doch nix. Nein, die Michaela hat vollkommen recht, so geht's wirklich nicht, ne? Also wird einmal Tabula Rasa gemacht. Anni! Hast du deinen Mann überhaupt schon mal gefragt, wer die Dame war, die er geküsst hat? Das interessiert mich nicht im Geringsten. Das hat dich aber gefälligst zu interessieren. Ja, los, sag's ihr. Ja, das war meine Cousine, die Heidrun. Du lügst doch. Die Heidrun hat lange blonde Haare. Und die Frau, die du geküsst hast, die war brünett. Die ist halt gerade vom Friseur gekommen. Ach, lüg doch nicht so. Dann geh und frag. Vielleicht reicht's dir, wenn's siehst, dass sie jetzt eine andere Haarfarbe hat. Brünett? Ja. Komm, ruf's an. Was? Stimmt es wirklich? Wir fahren morgen zu ihr, dann kannst du dich selber davon überzeugen. So, und jetzt entschuldigst dich bei Max. Dann war das die Heidrun? Du kannst da gleich zu ihr fahren, wenn's das mir nicht glaubst. Ach, Max, dann bitte entschuldige das. Nein, das gelangt mir diesmal nicht. Aber Max! Ich will, dass du mir in Zukunft keine solchen Eifersuchtsszene mehr machst. Und Fannylein, ich sag's dir jetzt zum 1000. Mal. Es gibt auf der ganzen Welt bloß eine einzige Frau für mich und das bist du. Schiebe! Also gut, ich versprech's, hoch und heilig, ich reiß mich zusammen. Na also geht noch. Und du mach gefälligst ein anderes Gesicht. Ich hab bloß das eine. Herrschaftszeiten, jede andere Hausfrau wäre froh, wenn mir die Arbeit abgenommen hätte. Sonst hast doch du immer die Arbeit mit uns gehabt. Und die Michaela hat doch bloß gemeint, ich soll kochen, um dich zu entlasten. Und ich mach's doch wirklich gern. Ja, das weiß ich ja. Mei, aber ich mag halt einfach keine solchen Überraschungen. Es war nichts hergerichtet. Wir haben doch für alles gesorgt. Die Irma, die hat das Essen eingekauft, ich die Getränke, sogar Champagner. Was? Ja, dann hättest ja du gar nicht weggebrauchen. Das habe ich auch erst hinterher erfahren. Anita, das war meine Schuld. Ja, ich wollte mit ihm auch noch reden und dann sind wir halt aus Zufall auch gerade in einer Kneipe gelandet, wo gerade ein Junggesellenabschied war, gell? Aber da sind wir dann aber schnell wieder gegangen. So. Ja, wir sind ganz schnell wieder gegangen. Und wenn wir gewusst hätten, dass da ein Junggesellenabschied gefeiert wird, dann waren wir doch gar nicht reingegangen. Siehst du das? Genau so kenne ich meinen Bub. Na, also gut. Wenn das jetzt geklärt ist, dann sitzt sie auch wieder an das Gesicht auf, hä? Da hat er aber Glück gehabt, mein Bub. Oh Mensch, also, das mach ich jetzt aber wirklich nur, wenn du mir versprichst, dass du zum Arno nicht immer Bub sagst. Anita, bitte. Nein, das muss jetzt einmal gesagt sein. Du bist schon lange nicht mehr ihr Bub, sondern mein Mann. Ja, das weiß ich ja.
Aber deshalb ist er doch immer noch mein... Bruder, das wollten Sie doch sagen. Das jetzt hör doch du einmal mit dem Schmarrn auf. Das ist nicht Ihr Bruder, sondern Ihr Sohn. Und der heißt Arno und nicht Bub. Genau. Das hat mich auch die ganze Zeit gestört. Ich sag doch zu meinen Töchtern auch nicht Medi. Also gut, ich versprich's, ich werde mich bessern. Aber eigentlich sehe ich das gar nicht... Mama, bitte. Ja, ich habe verstanden, kein Bub mehr. Und du? Was tut man nicht alles um des Friedens willen? Aber nichtsdestotrotz sind Sie für mich die beste Frau, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ist das nicht lieb? Ja, ganz lieb. So, ist jetzt wieder alles in Ordnung? Ja. Gut, dann können wir jetzt essen. Ja, schon, aber was soll denn jetzt bloß mein Beber von uns denken? Michaela, nur das Beste, glaub mir. Ja, Streit und Auseinandersetzungen sind in der Familie doch ganz normal. Wenn es danach auch eine Versöhnung gibt. Ja, und das habt ihr gerade wunderbar demonstriert. Ich fühle mich schon fast wieder heim. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, bei uns ist doch auch nicht anders. Schau, wir streiten uns und versöhnen uns. Und das Versöhnen ist doch das Schönste, was es gibt. Vor allem bei Ehepaaren. Ja, und deswegen möchte ich auch gleich die Gelegenheit... Das kommt jetzt aber ein bisschen plötzlich. Arno, bitte! Ja, ich komm grad nicht ganz mit. Soll ich's nochmal wiederholen? Herr Purzel. Das ist nicht notwendig, das habe ich schon verstanden. Sie möchten die Hand von meiner Tochter haben. Die Papa, das meint er doch bloß symbolisch. Er nimmt mich dann auch ganz. Ganz? Ja, alles oder was? Alles hat er schon, aber er nimmt mich dann auch ganz. Ach so, hä? Die zwei wollen heiraten. Ach so, ja, warum sagt er denn das nicht gleich? Das hat er gesagt, Papa. Sag mal, bist du schon ganz da? Oder macht sie jetzt erst das Bier bemerkbar, ha? Kommst du auf den Schmarrn? Freilich bin ich da. Ich habe ja heute meinen Geburtstag. Nicht wahr? Also das haben wir jetzt schon mal. Ja. Jetzt, Mama, jetzt sag ihm heute mal, dass er Ja sagen soll. Ja, jetzt sag ihm mal, dass er Ja sagen soll. Ich bin schon ganz durcheinander jetzt. Jetzt, Arno, komm heute. Der Beber wartet auf deine Antwort. Ach so, ja, also dann, Herr Beber, nachdem Sie ja schon alles haben, dann nehmen Sie es jetzt auch ganz, unser Michael. Ich sag von ganzem Herzen, ja. Ja, Und ich wünsche euch alles Gute. Danke, Papa. Vielen Dank nochmal, Herr Purzel, und ich verspreche auch gut auf Ihre Tochter aufzupassen. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Ja. Und ich bin ab jetzt der Arno für dich. Nein, meine kleine Michaela heiratet. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Danke, Mama. Ja, und dir natürlich auch, gell, Biber? Danke. Meine Kinder, ich freue mich so auf
auf die Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch. Und schaut, dass ihr so glücklich werdet wie wir zwei. Was macht's denn? Nur mit Vertrauen meistert man auch die großen Stürme. Einmal in der Woche. Alles Gute, ihr zwei. Ihr macht's das schon. Danke. Kinder, ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch und einen reichen Kindersegen. Und schaut, dass möglichst bloß Enkel und keine Urenkel werden. Die kapiert es nicht. Ist schon recht, Johanna. Und vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute, ihr zwei. Danke. Wer weiß, vielleicht sind wir bald verwandt. Danke, Freihand. Na, bis dahin haben wir aber schon noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt lassen wir erst einmal das junge Paar und meinen Bub, deinen Mann, hochleben. Moment, ich hab auch gleich noch ein Verlobungsgeschenk für euch. Geh mal auf Zeiten. Wir können es ja nicht mehr in Anspruch nehmen, weil wir haben ja das ganze Haus voll mit so lieben Gästen. Ja. Da habt ihr unsere Flugtickets nach Teneriffa, die könnt ihr nach Belieben umbuchen. Danke, Papa. Danke, Mama. Ja, gern geschenkt, Kinder. Ja, vielen Dank, Herr Purzel. Noch. Also, daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Ach, übrigens, Papa, eine Überraschung hätten wir noch. Kommt noch einmal wer? Na, Papa. Aber wenn der Beber und die heiraten, dann werde ich einen Familiennamen behalten. Ach, schön. Ja, und dann habe ich natürlich einen Doppelnamen. Was? Ein Doppelnamen? Ja, aber dann heißt sie ja... Purzelbaum. Das ist wirklich eine Überraschung. Hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Thank you.